habe die Ehre, ich fahre jetzt Bärlauch pflücken. Die gute Zeit ist wieder gekommen und ich freue mich schon riesig drauf. Jetzt im Wald und Bärlauch pflücken, weil heute habe ich vor, Bärlauchpfannenkuchen zu machen und das probieren wir einfach mal aus. Ja, wenn ihr Lust habt, kommt ein bisschen mit. Ich brauche ungefähr so 2 Hände voll Bärlauch und der Bärlauchpfannkuchen ist sehr lecker mit einem Quarkdip dazu. Genau, den mache ich aber dann indoor, weil ich muss ein paar Pfannenkuchen zu meiner Frau in die Arbeit bringen und da habe ich jetzt nicht Zeit, dass ich draußen im Wald koche. Aber outdoor-tauglich ist dieser Teig auf alle Fälle. Also viel Spaß beim Zuschauen. Helmut, bis gleich. Hi, habe die Ehre, meine lieben YouTube-Freunde und die es werden wollen. Heute geht es zum Bärlauch sammeln. Ich brauche heute 2 Hände Bärlauch, weil heute geht es los. Bärlauchpfannkuchen, indoormäßig, habe ich schon im Auto erwähnt. Und schmecken immer wieder lecker mit so einem Quarkdip dazu. Einfach geil. Also, bin jetzt hier im Bärlauchgebiet und auf geht's. Macht was. Hände voll rein. Also Bärlauch immer vorher riechen, wenn man richtig nach Knoblauch riecht, wird da mal verwechselt. Aber das ist richtiger Bärlauch, weil meine Frau hat schon welchen geholt. Jetzt hole ich auch noch welchen. Weil die Bärlauchpfannkuchen, die schmecken wirklich geil. Drinnen. Und bevor es losgeht mit den Pfannenkuchen, habe ich vor, zuerst einmal den Dip für die Pfannenkuchen zubereiten. Dafür habe ich hier 100 Gramm Sahnejoghurt und 300 Gramm Quark. Da möchte ich auch ein bisschen rühren. Also 100 Gramm Sahnejoghurt, 300 Gramm Quark. Hier habe ich Salz und Pfeffer. Also Pfeffer aus der Mühle und ungefähr einen knappen Teelöffel Salz. Und hier habe ich einen guten Esslöffel Dill und getrockneten Schnittlauch. Dill ist eingefrorener, geht genauso gut. Frischer braucht ungefähr eine Handvoll. Und 2 Knoblauchzehen. 2 Knoblauchzehen, die pressen wir jetzt richtig da hinein. Ja, 2 Zehen Knoblauch. So, das passt. So 2 Zehen Knoblauch. Dann Salz und Pfeffer und diese Kräutermischung Dill und Schnittlauch. So, und das Ganze können wir jetzt richtig gut vermischen. Ein kleiner Geschmackstest.
Das ist der Tipp zu den Bärlauchpfannkuchen. Und das füllen wir jetzt hier ab. Na gut, der Tipp ist schon mal vorbereitet und dann geht es ab zu den Pfannkuchen. So, nachdem der Bärlauch einigermaßen getrocknet ist, schneiden wir den jetzt klein. Schneide ihn längs. Und dann schneiden wir ihn einfach klein. Das riecht schon lecker. Einfach geil. Wie richtig geiler, frischer Bärlauch halt riecht. Also ungefähr 2 Hand voll Bärlauch klein hacken. Geht nicht so genau. So, Bärlauch ist klein geschnitten. So soll ausschauen und der ist genial für den Pfannkuchen. Also bis gleich. So, liebe Hungrige, jetzt geht es an den Pfannkuchenteig für den Bärlauchpfannkuchen. Dazu brauchen wir 250 Gramm Mehl, 500 Milliliter Milch, 2 Esslöffel Parmesan gerieben, 1 Teelöffel Salz und 2 Eier. Dann etwas Butterschmalz zum Backen, eine Schüssel zum Teig anrühren. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, jetzt haben wir mal die 2 Eier rein. Das ist ganz wichtig. So, 2 Eier. Dann den Parmesan, Salz, dann ca. 450 Milliliter Milch, nicht alles. Gehen wir ein bisschen was rein. Den Rest brauchen wir später. Dann geben wir das Mehl hinzu. So, jetzt kräftig rühren. Ein richtig schöner, fluffiger Teig wird. Gut, den lassen wir jetzt ca. 20 Minuten ziehen und dann geht es weiter. So, der Teig ist jetzt 20 Minuten leicht durchgezogen und jetzt geben wir diese 2 Handvoll Bärlauch hinein. Ja, alles rein, nichts herschenken. So. Und das dann jetzt schön unter den Teig heben. Und den restlichen Schluck Milch noch drauf. Jetzt rühren wir das nochmal schön alles durch. Und das ist eine schöne cremige Masse mit Bärlauch. Gut, dann würde ich sagen, Ofen einschalten. Und dann würde ich sagen, geht's los.
Bis gleich. Ja, lass mich ein bisschen. Jetzt tun wir eine Kelle hinein. Ja. Schwenkt ein bisschen auseinander. Die schön auseinanderläuft. So, die lassen wir jetzt auf beide Seiten schön braun werden und einen übereinander nacheinander hier auf den Teller aufstapeln und fertig. Niedrigste Stufe. Sieht das geil aus. So, der erste Pfannkuchen ist fertig. Sieht richtig lecker aus. Bärlauchpfannkuchen. Und jetzt gibt es noch den Dip dazu, dann lasse ich mal schmecken. Pfannkuchen ist fertig und kann sich sehen lassen. Und das ist der Dip dazu. Das da mal her. So. Und ich würde sagen, wir lassen es uns schmecken. Also Bärlauchpfannkuchen schön aufrollen. Man kann die Quark auch einstreichen, die geht genauso gut. Aber ist ein richtig leckeres. Echt Dünger. Da sagt der Helmut gerne mal wieder Prost. Also viel Spaß beim Nachmachen. Euer Helmut, die Anker Filmschmiede. Der Aufwand lohnt sich. Der Teig ist autotauglich, kann man mitnehmen. Und schmeckt richtig geil. Also mit diesem Sinne, guten Appetit, euer Helmut. Servus. Prost. Hast du wieder gut gemacht, Helmut. Geil. Und das in der Natur.